Marius, die Schwester, wir sind froh, dass Gott uns diesen Tag geschenkt hat. Jeder Tag ist ein Geschenk von Gott. Und so, je allerecht war, der Meier rechnet jeder Tag ab einmal als ein Geschenk Gottes. Von daher wollen wir uns im Bett mit der Hoffnung im Himmel beschäftigen, mit diesem Gedanken. Ich will noch 2. Petrus 3, Vers 11 bis 13 lesen. 2. Petrus 3, Vers 11 bis 13. Petrus redet hier von der Welt eng. Er redet, dass einmal wird alles zu eng kommen. Der Erde und der Wort hier auf der Erde, der waren alle verbrennen, sagt uns Gottes Wort. Und nu sagt hier, wenn dit am uns nu alle vergående und abgeleist worden soll, soll je jünd dann nicht bemühen, heilig und fromm zu leben? Und du nur lüren, dass Gott sein Tag kommen macht und mithelfen, dass es bald passieren kann. Dort ist der Tag, wann Gott der Himmel wird en Brand zette. Und dort, woruit der Welt gemerkt ist, der Heid geschmelzen wird. Wir überholen uns an Gott sein Versprechen. Nu will wir aufpassen. Wir holen uns an Gott sein Versprechen, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, wo alles wird gerecht sein. Dort gibt es eine Religion und Glaubensrichtungen, wo ich lebe, dass Gott diese Erde wird nie merken. Diese Erde. Aber das ist nicht, was Gottes Wort sagt. Er wird eine ganz neue Erde, einen ganz neuen Himmel merken. Wir nennen das einfach Himmel. Die Herrlichkeit. Und Gott hat den Mensch geschaffen, am gleichlich und seilig zu merken. Er hat keinem gemerkt, er hat keine Menschen gemerkt, dass die sollen nur Heil gehen. Er hat uns Menschen gemerkt, ein Bild, das nur arm ist, und wir sollen durch sein, wo er ist. Dort ist ihn will. Wer nu an seine Not sterben wird, der ist in ewiger Gemeinschaft und hat dort höchste Leid erregt. Für Christen bedeutet der Himmel, dass wir am Ziel ankommen. Dass wir in ein Haus kommen, so wie hier. Dort ist uns wirkliche Haus. Hier sind wir bloß Pilger. Wir tragen manchmal an von einer Stadt nach der anderen. Bei uns ist ein paar Lied sehr treu an die Gemeinde gewesen. Für über 60 Jahre. Sie haben 50 Jahre in dasselbe Haus gewohnt. Nu haben sie das Haus verkauft, nu sind sie an ein Senior Home angetragen. Das soll dann ihr letztes Home sein. Aber hier auf der Erde haben wir nicht ein Bestand. Auch wenn wir 50 Jahre an ein Haus wohnen, aber wir machen das einmal verloren. Wir sind hier doch nicht für Amateurs. Das ist, was die Bibel uns sagt. Ans Tag, wo wir gestorben wurden, für uns erleiste Menschen, für uns Gläubige, ist der Sterbenstag, es ist ein Hochzeitstag, es ist ein Kerst. Wo Jesus Christus ans Seilen Bräutigam, wenn wir dort so wollen ausdrücken, dann uns anludet, der für immer bei ihm zu sein. Das ist ja auch der ganze Begriff in dem Neuen Testament von der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Brut Jesu Christi, und wenn wir
wahre geboren Menschen sind, denn je hier wie täter gemeint. Wir haben nicht menschliche Mitgliedschaft, wir nehmen nicht Menschen ab an Gottes Gemeinde, dort tät Gott selbst, durch die wahre Geburt. Und wenn wir an diese wahre Geburt leben, und dann sterben, dann haben wir von Gott die ewige Herrlichkeit am Himmel. Du nur verlangt mich, du nur bangt mich dort. Dann ist alle Eingewissheiten, alle, wir brauchen nicht mehr sagen um die Zukunft, weil wir wollen durchkommen. Nu haben wir in dieser Zeit so viel mit der Inflation zu tun, die Preise waren alle die und viele Menschen wissen nicht, wer wollen wir durchkommen, wer wollen wir das schaffen. Dort ist dann alle zu ein, das alle hängen uns. Und wir sind ein ewiges Gleich, wo da keine Trauung mehr jaft. Das ist, was unser Text hier sagt, er sagt eigentlich bloß 2 Ereignisse, wo du kommen soll. Das erste Ereignis ist, dass diese Welt, was wir nu kennen, was wir nu sein, die wird vergehen. Und dass du eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel und eine neue Erde sein wird. Und du wirst Gerechtigkeit wohnen. Und die neue Welt wird kein Gefängnis sein, du wird kein Krankenhaus sein, du wird kein Altenheim sein, du wird kein Lieder sein, kein Kraft, kein Allerwort, keine Schwachheit, auch keine Sünde. Keiner wird Betternis gegen den anderen haben. Jeder einer wird so frei sein, ich würde sagen, dass das meist nicht uitzuholen ist, nicht? So frei, so sorglos, ganz sorglos. Keine Sorge über die Gesundheit, keine Sorge über die Finanzen, keine Sorge über die Kinder, über das oder jant. Dort bleibt alle hier. Die Bibel sagt klar, dass die erste Schöpfung, was wir nicht kennen, der wird vergehen. Jesus sagt selbst, und wir müssen dort dann ernst nehmen, und Jesus dort selbst sagt, ich glaube dort erst dann so, nicht? Er selbst hat das gesagt. Er sagt, Himmel und Erde waren vergehen, aber meine Welt waren nicht vergehen. Und wir leben in einer Zeit, wo wir der Tierchens sein dann dort eng der Welt nodig kommt. Wenn wir denken an die Erdbebens, was da passieren, der Krieg, ein Geschrei von Kriegen, so die Bibel sagt, Katastrophen, auch die sehr große Gottlosigkeit. Was ich einmal Pleitsch gedoen wordt, dat is nu ganz alle op. Dat wordt immer wahrer, is dat. En manchmal is dat zo, wanneer der Ungerechtigkeit, und Jesus warnt uns darüber, wanneer der Ungerechtigkeit Hand nimmt, dann wird der Leib kalt. Und an die Zeit leben. Wir brauchen gleich weit, kijk das teken der Zeit, ist dort unter der Christen allgemein wird der Leib kalter und kalter. Und du musst wir sehr wach sein, du musst wir sehr abpassen dort, wie an unser Leib der Gott und anderen nicht nur geben. Aber nun sagt die Offenbarung auch, dass der Zeit selbst, das ist der 24 Stunden, was wir kennen, der wird auch ab hier. In Offenbarung 10, Vers 5 bis 7, da sagt Schrift Johannes, und der Engel, den ich ab dort mehr und ab der Erde stonen sah, hauft seine rechte Hand ab zum Himmel, und er schwur bei dem, der du immer in ewig lebt, der den Himmel in Wort du binnen erst gemerkt habt, und auch
der Erde en wat er binnen is, en ook dat meer en wat er binnen is, dat van nu keine tijd, oder tijdvertraagje meer jaft. Want der zevende engel bloze wordt met zijn posaune, dan is het vorig. Vers 7 sagt, aber dort dann, wann der zevende engel seine Trompet blozen wordt, dan is Gott zijn geheimnis kracht zo uitgeführt, als hij te zijn deiner, der Propheten, gesagt hat. So deze genodentijd, deze gelegenheid, Gott te zeker, Gott te vinden, die wordt door met ook te eng. Der kommt auch dummer te eng, wann wir sterben. Und wir weten nicht, wann wir sterben war. Wir können von der auch sterben, wir können morgen sterben, wir können in 10 Jahren sterben. Aber wann wir sterben, ist unsere Zeit vorbei. Dann habe ich keine Gelegenheit mehr, Gott zu sehen. Noch einmal sich bekehren, noch einmal sich abmerken, oder das ein Jahr noch in Ordnung zu bringen, übereinzumerken. Dat is allerlei. Du wij leven in zo'n eerste tijd. Nu wil ik met vragen, wat is de hemel, op den we leren? De Bibel zegt dat is een herrlicher Platz. Wir können uns dat überhaupt kaum voorstellen. Du hast alles anders als hier. Du hast dat nicht bijzit. De jaft dat niet lieden, zoals ik eerst zei. De jaft dat bloos goudet. Bloos herrlichheid. Ik wil een beetje in Judith lezen. Ik geloof je verstaan dat, weil dat woord wordt eerst in Judith gelezen. Voor mij is het een beetje schwer dit te übersetzen in Plattdeutsch. Milliarden Engel und Heilige von allen Jahrtausenden vereinigen sich zu Chören der Musik und des Gesanges ohne den geringsten Misston. Verstehst du? Milliarden von Engeln und Heiligen, von allen Jahrtausenden vorher. Die vereinigen sich zu Chören, Musik und des Gesanges und kein Misston. Dort sind die wahrhaft Lebenden, ohne noch den Tod zu fürchten. Blitzschnell erkennt einer den anderen durch und durch. Sie haben alles, wissen alles, was sie nur wünschen können. Da ist jener, der auf Erden dies und jenes war. Jenen Namen trug, der lebte so und wirkte an jenem Ort zu jener Zeit. Und nun lieben sich besonders jene, die erkennen, dass sie durch ihre Opfer und Gebete zur Erwerbung der ewigen Seligkeit behilflich waren. So wie waren zum Beispiel die Trafe, was für uns gebet haben, dort wir auch im Himmel kommen. Der war wie traf, unsere Lehrer, was uns dort Wort gegeben haben. Da finden sich die Eltern, ihre früh verstorbenen Kinder und ihre Angehörigen, die frommen Geschwister, einer den anderen in namenloser Glückseligkeit, um nie wieder voneinander getrennt zu werden. Wir haben Jahre 3 bei uns eine Gemeinde, wo Miscarriages sind. Je weet wat dat is, ja, miscarriage. Und das ist sehr traurig für das Ehepaar. Und sie haben das Kind gelehrt haben und nu ist es dort. Und ich weiß, die Schwester Knall, sie haben das auch erlebt. Und viele von ihnen vielleicht. Aber die Kinder wollen wahr sein. Weil der haben ein Seil. Und Gott hat der heimgenommen. Die werden Brüder in Winnipeg, seine Frau starb mit 55 Jahren alt. Der hat ein sehr gutes Eheleben gehabt.
Wir haben sehr schwor, außer dann von der Begrafnis nach Hüstheimen, sich so was te slopen leid. Schleppen ernen, op einmal Sachen seine früh. Das ist so ganz kort Sachen seine früh. Und der war ganz jung. Der war 27 Jahre alt. Und Gott treist ihm damit. Hij smilt nur arm en dort wie arm der Trost. Du wollen wir nicht alt sein. Du wollen wir nicht ganz bloß sein und aus Krüppel gehen. Du hast da keine Kratje und so was. Dort ist der Trost, was wir haben. Wir wollen für immer jung bleiben. Der Himmel ist die Wohnung Gottes. Du bist, wo Jesus ist. Du bist Gottes Stuhl. Die Erde ist dir unter seine Feit. Du wohnst auch all die Engel, was immer den vor deine Dörner, Tag und Nacht. Du hast einen Zustand der ewigen Glückseligkeit. Ich will noch ein lesen an Judith hier. Im Himmel sind alle in inniger Liebesgemeinschaft verbunden. Die Milliarden Engel und Heiligen durchschweben in wunderbarer Schönheit die weiten Himmelsräume. Dort können wir verkehren mit allen Heiligen und Propheten. Wie war Jesaja du sein? Weißt ihr das? Wie war Mose du sein? Wie war der Apostel du sein? Bei wem wollen wir am liebsten sein? Jesus. Das ja von Leiter sagt, der Erste, den Ersten, den ich sehe, soll Jesus sein. Weil er erst der sagt, dass wir waren im Himmel kommen. Ich will noch wieder lesen. Niemals gab es größere Könige und Fürsten in der himmlischen Verklärung. Dort wird niemals die liebenswürdige Gesellschaft gestört oder aufgehoben. Dort ist unendlicher Friede, Jubel, Entzücken, Schönheit, herrliche Einheit, Güte und Liebe. Nirgends gibt es eine entzückendere Sprache, überwältigenden Gesang oder süßere Musik. Ströme entzückenden Lichtes und Wohlgerüche durchfluten unaufhörlich die heiligen Himmelshallen. Das Ohr hört himmlische Harmonien. Das Auge sieht fortwährend Neues, ungeahnte Schönheiten. Und wie lange? Für immer und ewig. Aber nur halt noch einen wichtigen Punkt. Ich glaube, die Frau, was denn um Himmel kommen, das ist ganz klar zu antworten, nicht? Wir alle wollen um Himmel. Keiner will nur Heil. Und wenn die manche Frau, wo es der Büter, die würde sagen, sure, will ich um Himmel. Aber du hast viele verschiedene Meinungen, du. Manche sagen, gute Menschen, die gehen um Himmel, und schlechte Menschen, die gehen nur Heil. Well, im Grunde genommen ist das so, aber manchmal kann auch sehr schmackend ordentlich sein hier am Leben, aber wenn ein nicht hat, dann kann dann noch nicht um Himmel gehen. Viele sagen, ich sehe doch keinen Räuber und keinen Mörder. Ich habe doch keinen Tod gemerkt, ich sehe doch nicht einen Dieb, was du stehlen det, ich habe doch nicht die Eier gebrochen. Dort eine andere, nicht ich. Ich habe hier noch ein paar Sende, aber dort halt je nicht so viel. Nicht? Ich da ein bisschen liegen, manchmal ein bisschen fliegen, manchmal das und dort, aber das ist ja nicht so schlimm. Nicht? Ich komme im Himmel. Nicht? Manchmal sagen sie, wenn solange es der gute Worte, der schlechte, mehr die gute Worte sind als der schlechte, dann gehe ich im Himmel. Ist das wirklich so? Wir können nicht durch Worte im Himmel gehen. Ich habe eine Verwandte, die sagt mal, wir sind gläubig, aber wir gehen nicht nur Kirche.
En het Kirche zijn te veel schwache Menschen. Ein Prediger sagt zu mir mal, wenn Menschen am sagen, in der Kirche sind zu viele Hechler, dann sagt er, wir haben immer noch Raum für ein Meier. Kan zo komen. Want ook de andere begonnen was. Ik hoop dat is niet zo. Maar viele Menschen brauchen allerhand excuses, nicht zur Kirche zu kommen. Nou, zur Kirche zu kommen merkt uns nicht vorzeitig. Dort merkt uns auch nicht, dass wir dann zum Himmel gehen können. Aber da kann uns helfen, dass wir den Weg finden zum Himmel. Und dort ist sehr wichtig, dass wir den Weg zum Himmel finden. Und dort ist das Predigen von Gottes Wort so sehr wichtig. Waarom zal ik dat riskeren? Waarom zal ik dat proeven? En zeggen, wel, ik was een stad en ik was een stad. Ik wil me dat zo uitdenken. Zo heb ik me dat teruggelegd. En zo is dat voor mij goed. En dit wordt aangeneem voor God zijn. Maar weet, du is bloos een weg naar hem. Of du nu veel naar het kerk gehst, oder weniger. Aber ein Matz zu haben. Und dort ist Jesus Christus und der Erlösung durch ihn, durch sein Blut. Wenn wir die Wiedergeburt nicht haben, was wird uns dann passieren, wenn wir nur Himmels der kommen, uns gefragt wird, hör mal, warum sollen wir die im Himmel nennen? Was wird wir sagen? Want van der Gott, die im Traum oder so fragen wird und sagen, warum soll wir die nennen im Himmel, was willst du sagen? Weil ich bin ein feiner Mensch. Ich trage mich immer Strom an. Ich smile nach anderen Menschen. Ich tue das nicht schlecht. Ist das gut genug? Ich habe eine gute Religion. Ich hält fast an meine Religion. Und dort in der Kirche, da wird das alle abgeschrieben. Ich lasse das immer mit in der Kirche. Und ich lebe in der Sünderschule dit und dort. Und das ist dort nicht genug. Und die Antwort soll sein so. Warum sollen wir die im Himmel nennen lassen? Weil ich Vergebung habe durch das Blut Jesu Christi. Ich sie wahre Geburt. Ich kann Jesus. Und Jesus kennt mich. Das ist das Einzige. Das ist das Einzige, worauf darauf ankommt. Ein Gebet, das ich als Kind lehre. Unsere Mutter lehrt uns Gebete und er hat dann uitwendige Gebete. Das bleibt bei mir für immer. Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde gehen. Das wird die größte Wahrheit, was meine Mutter uns lehrt. Und als eigen klein Kind. Wat niemand vergeet. Christi Blut, seine Gerechtigkeit, sein Erlösungswerk, dort ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Du mit, wo ich für Gott bestehen kann. Alles andere fällt weg. Ist das nicht schön, dass wir diesen Weg kennenlernen können? Jesus sagt, ich sehe den Weg, ich sehe die Wahrheit und ich sehe das Leben. Und keiner kann zum Vorkommen bitte durch mich. Das sind nicht meine Wege, das sind Jesus seine Wege. Petrus sagt, ja, es ist keinem anderen Heil, keine andere Nummer und im Himmel den Mensch gegeben, durch den wir alle selig waren. So, du hast eine Wahl, was wir Menschen treffen müssen. Weil wir mit Jesus, weil wir ihm vertrauen, dass sein Blut wird uns reinigen, sein Blut wird uns reinholen von Sinn will. Sinn geht doch nicht nehmen, das schafft nicht.
Sie waren ans Hort synderhaft und wir haben durch Trotz und Rebellion am Horte. Dort geht du nicht nein, dort passt nicht im Himmel nein. Dort macht euch dort bleibt Jesus gereinigt sein. Der wahre Geburt macht da sein. Und das Wichtigste ist, wenn wir in den Himmel kommen, dort Jesus sagt zu uns, kommt alle her. Ihr seid gesegnet. Ich kann nicht. Ich weiß, wer ihr seid. Gott hat all die Throne in seinem Leben, all die Kämpfe, all das, was ihr durchgegangen habt, dort habt sich gelernt, dort habt sich alle gelernt, dort wird nie belohnt worden für immer und immer. Dort will ich hören von Jesus. Well done, you good and faithful servant. Nicht? Gut getan. Du hast gut getan. Wie viele manchmal, wir tun nicht so gut, wir können besser tun. Ich kann jede Predigt, kann ich sagen, Herr, ich kann besser tun. Das habe ich so in meinem Leben für über 40 Jahre gehabt. Jede Predigt, ich kann besser tun. Aber das eine Wort, was ich hören möchte von Jesus ist, du bist mein Deiner. Du hast alles getan, was du kannst. Mit der Gabe, was du hast. Und nu komm. Nu check, was ich dir gemerkt habe. Weißt du, dass Jesus die Wohnungen im Himmel all für 2000 Jahre gemerkt hat? Das ist eine ziemlich lange Zeit, der alle durchmerken für uns und für diesen und für Janen und für die und für mich. Und die Bibel sagt, Jesus sagt das selbst, es sind viele Wohnungen, das ist der hafte Fehler. Und da waren Wohnungen, die waren besser sein als das beste Haus hier in Seminole oder in der Welt. Was besser sein. Die Lübrock, wenn ich so viel Tags tue. Mag Gott uns segnen und uns Frieden geben. Dass wir begeistert sind. Ich will im Himmel. Und ich will andere helfen, im Himmel zu kommen. Der Zeit ist aufgerannt. Ich will dann Schluss merken. Gott segne uns.